Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis vom 6. Spieltag der Super League. Lausanne gegen Vaduz. Das Spiel ist verschoben worden. Servette gegen FC Zürich. Das Spiel ist verschoben worden. Lugano gegen IB. Das Spiel ist verschoben worden. FC St. Gallen gegen FC Basel 1:3. FC Luzern gegen Sion. Das Spiel findet erst am Mittwoch statt. Zu der Tabelle. Platz 1 IB mit einem Spiel weniger und 11 Punkten. Platz 2 der FC St. Gallen mit 10 Punkten. Platz 3 der FC Lugano mit einem Spiel weniger und 9 Punkten. Platz 4 Lausanne mit 2 Spielen weniger und 8 Punkten. Platz 5 der FC Basel mit 2 Spielen weniger und 7 Punkten. Platz 6 Servette mit 2 Spielen weniger und 4 Punkte. Platz 7 der FC Zürich mit 2 Spielen weniger und 4 Punkte. Platz 8 der FC Sion mit 2 Spielen weniger und 3 Punkte. Platz 9 der FC Luzern mit einem Spiel weniger und 2 Punkten. Platz 10 der FC Vaduz mit einem Spiel weniger und 2 Punkten. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis vom 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg 3:1. Das Ergebnis vom 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Schalke 04 gegen VfB Stuttgart 1:1. FC Augsburg gegen Mainz 05 3:1. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen 1:1. Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund 0:2. 1. FC Köln gegen Bayern München 1:2. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig 1:1. SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen 2:4. Hertha BSC Berlin gegen Wolfsburg 1:1. Hoffenheim gegen Union Berlin. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht ausgetragen. An diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege, 3 Auswärtssiege und 3 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 FC Bayern München mit 15 Punkten. Platz 2 Borussia Dortmund mit 15 Punkten. Platz 3 RB Leipzig mit 13 Punkten. Platz 4 Bayer 04 Leverkusen mit 12 Punkten. Platz 5 Borussia Mönchengladbach mit 11 Punkten. Platz 6 FC Augsburg mit 10 Punkten. Platz 7 der VfB Stuttgart mit 9 Punkten. Platz 8 Werder Bremen mit 9 Punkten. Platz 9 Eintracht Frankfurt mit 9 Punkten. Platz 10 Wolfsburg mit 8 Punkten. Platz 11 Hoffenheim mit einem Spiel weniger und 7 Punkten. Platz 12 Union Berlin mit einem Spiel weniger und 6 Punkten. Platz 13 SC Freiburg mit 6 Punkten. Platz 14 Hertha BSC Berlin mit 4 Punkten. Platz 15 Arminia Bielefeld mit 4 Punkten. Platz 16 1. FC Köln mit 2 Punkten. Platz 17 Schalke 04 mit 2 Punkten. Platz 18 Mainz 05 mit 0 Punkten. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Der Klopp-Berater hat «Mir san mir» erfunden.
Vor 2 Wochen ist bekannt worden, dass ein Berater von Jürgen Klopp der Werbeslogan «Wir sind wir» erfunden hat. Der Berater hat das in einem Podcast erzählt, wo er zu Gast war. Der Klopp-Berater, der hier gemeint ist, heisst Kosike. Und er hat gemeint, wohl eher im Scherz, wenn er gewusst hätte, dass der Slogan so erfolgreich werde, dann hätte er sich den Slogan schützen lassen. Türkgücü München verliert vor Gericht. Nachdem das Schiedsgericht schon gegen Türkgücü München entschieden hat, hat jetzt auch am 30. Oktober das bayerische oberste Landesgericht gegen Türkgücü München entschieden. Sie haben nämlich nichts gefunden, was gegen einen Schiedsgerichtsentscheid würde sprechen. Das heisst, der Gegner von Schalke 04 im DFB-Pokal wird jetzt Schweinfurt sein. Zum internationalen Fußball. Das Ergebnis von der 2. Runde von der Gruppenphase in der Champions League. Gruppe A. Lokomotive Moskau gegen FC Bayern München 1:2. Atletico Madrid gegen Red Bull Salzburg 3:2. Gruppe B. Donetsk gegen Inter Mailand 0:0. Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid 2:2. Gruppe C. Marseille gegen Man City 0:3. Und Porto gegen Olympiakos 2:0. Gruppe D. Liverpool gegen Midtjylland 2:0. Und Atalanta gegen Ajax 2:2. Gruppe E. Krasnodar gegen Chelsea 0:4. Und Sevilla gegen Rennes 1:0. Gruppe F. Dortmund, Borussia Dortmund gegen Zenit 2:0. Und der FC Brügge gegen Lazio Rom 1:1. Gruppe G. Ferencváros gegen Dynamo Kiew 2:2. In der 86. Minute hat der Sidorczuk eine gelb-rote Karte kassiert und Dynamo Kiew hat nur noch das 10. hoch gespielt. Juventus Turin gegen Barcelona 0:2. Und in der 85. Minute hat der Demiral eine gelb-rote Karte kassiert und Juve hat ab dann nur noch das 10. hoch gespielt. Gruppe H. Istanbul BB gegen PSG 0:2 und Manchester United gegen RB Leipzig 5:0. Zu den Ergebnissen von der 2. Runde von der Gruppenphase in der Europa League mit deutscher und Schweizer Beteiligung. CFR Gului gegen IB aus der Gruppe A 1:1. Slavia Prag gegen Bayer 04 Leverkusen, Gruppe C 1:0. In der 22. Minute hat der Karim Bellarabi eine rote Karte kassiert und Bayer Leverkusen hat nur noch das 10. hoch gespielt. Gent gegen Hoffenheim aus der Gruppe L 1:4. Nachrichten aus den internationalen Ligen. Das erste Goal für Mario Götze. Vorletzte Woche hat Mario Götze sein erstes Goal für PSV Eindhoven geschossen. Für das Goal hat er nicht mal 10 Minuten gebraucht. Nach seinem Debüt aus seinem Goal hat der Götze angekündigt, dass er seine Leistung noch möchte steigern. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Elvis Kafo-Teka. Der Elvis Kafo-Teka ist am 17. Januar 1978 in Liogwe
zu Malawi auf die Welt gekommen. Er war Abwehrspieler. Von 2008 bis 2009 hat er für Super ESCOM gespielt. Für diesen Club hat er die meisten Spiele absolviert von seiner Karriere. Die Datenlage sieht aber leider so aus, dass nur sehr wenig über den Fußballspieler bekannt ist. Insgesamt ist er 35 Mal auf dem Platz gestanden und hat kein Goal geschossen. Für die Nationalmannschaft von Malawi hat er von 2005 an gespielt. Wenn er seine Karriere beendet hat bei der Nationalmannschaft in Malawi, ist unbekannt. Und für die Nationalmannschaft ist er 22 Mal auf dem Platz gestanden und hat 2 Goal geschossen. Liebe Hörerinnen und Hörer, geschätzte Fans, wir sind am Ende der Sendung. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst, der Fußball Dienstag. Diese Sendung hier wird wiederholt, alle 2 Stunden bis um Mitternacht. Und wenn ihr die Sendung hier verpasst habt und noch nachhören wollt, das könnt ihr machen auf YouTube, auf WSCR Radio Vision. Bleibt am Ball, tschüss miteinander.